Hallo, schön seid ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Dan. Heute machen wir an unserem wunderbaren Winter-Wichtel-Dörli-Journal weiter. Ui, das letzte Mal haben wir das Cover gemacht und haben hier die lustige Wichteldörre draufgeklebt. Heute wäre das Innenleben dran. Und für das habe ich mir da schon ein paar Sachen ausgedacht. Und zwar möchte ich gerne für die Innenseite das hier haben, mit diesen herzigen Tannenzäpfchen. Das ist auch so ein wunderschönes Papier, das ja, so ein bisschen aquarellig gezeichnet ist. Das ist aus dem Systrene Grene. Und dazu das hier, das ist irgendwie aus dem letztjährigen Block, den ich von dort habe. Das sollte der Innenteil werden vom Buchrücken. Aber, weil ich das Gefühl habe, wenn man das ganz drüber reinnehmen von dem ewigen Knicken, würde das vielleicht dann irgendwann sprechen. Da habe ich auch schon so ein bisschen Angst, dass der mir einmal bricht. Aber ich glaube, das sollte gehen. Aber auch innen, denke ich mir, ist es dann wirklich sehr knitterig und vielleicht bricht dann das Papier tatsächlich. Darum mache ich nur wirklich so ganz den inneren Teil und klebe nachher dann noch das da drüber rein. So, dann sieht man einfach das Rot ein bisschen durchschimmern. Und dann mache ich hier eins und nebendran nochmal eins, wo dann hier so ein bisschen drüber reinkommt und der Falt ein bisschen abdeckt und verstärken soll. Ja, genau, das ist so der Plan. Und dann habe ich hier noch ganz ein herziges Bändeli. Das mal weg da. So ein Sammetbändeli. Und mit dem, ich muss dann schauen, ob es lenkt. Ja, wahrscheinlich lenkt es schon. Hätte ich eigentlich gerne einfach einmal ganz rundum. Also die Kanten ein bisschen abdeckt. Und weil es einfach so schnussig, flauschig, sammetig ist, ist doch das sehr wunderbar winterlich. So, also, dann würde ich sagen, fangen wir an, weil ich jetzt hier das nicht übereinander reinkleben und so, kommt jetzt das nicht so. Ja, nein, muss ich nicht schauen, welches das muss drüber kommen, welches muss grösser sein. Es werden einfach alle genau gerade so gross wie da drin. Das Einzige, was ich muss messen, dass alles genau gleich gross wird, ist nachher da. Obwohl das auch nicht so tragisch ist, weil ja dann noch das Bändeli drüber reinkommt. So, also, aber so ungefähr möchte ich schon schauen, dass das alles gleich gross ist. Und zwar hätte ich jetzt gesagt, so 17 cm. Gut, alles wird 17 cm. Hoch und breit. Ich nehme mir da natürlich die Kante, die schon gerade ist, nicht die, die komplett krumm ist. So. Breit machen wir es eben genau hier auf das Graue drauf und nicht bis da drüber rein. So, wenn wir Glück haben, haben wir es jetzt richtig geschnitten. Schön, schön, wunderbar. So weg ist. Und jetzt noch da. Aha. Ups. Da hätte ich gerne. Da etwa bis hierher. Und da schön bis an die Kante. So. Und von der Länge auch wieder 17 cm.
Solig. Voilà, dann schauen wir doch mal, wie das aussieht. So. Sehr hübsch. Jawohl, das machen wir so. Aufkleben. Ich habe gedacht, für das, und das muss jetzt wirklich nicht so bombenfest sitzen, nehme ich doch einfach ganz normalen Weissleim. Da können wir uns den Tacky Glue noch ein bisschen sparen irgendwie. Für die Sachen, die wirklich fest haben. Oder für zum Beispiel das da können wir dann mit dem aufkleben. Aber so Papier, ja, es geht. Ja, wir machen es gerade auf der Unterlage, weil ich gerade nichts zur Hand habe. Dann ist es halt so. So. Ja, wahrscheinlich wellt jetzt halt ein bisschen mehr. Geh weg da. Also wellt das Papier ein bisschen mehr mit dem normalen Weissleim. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Jetzt haben wir das gleich noch da, das komische Fussel. So. Und schauen, dass oben und unten gleich ist. He? Jawohl. Und drauf. Sehr schön. Gut. Und dann das Ganze noch auf der Seite. Ja, jetzt kann ich das nicht abnehmen, weil wir jetzt alles verleimt haben. Die Hui. Fallen an. Dann muss ich es halt jetzt hier oben machen. So, das ist einmal gegangen. Jetzt muss ich es aber gleich noch irgendwie wegputzen. So. Also noch einmal für auf der Seite. So, voilà. Oh ja, das ist aber sehr herzig. He? Gut, dann schneiden wir doch jetzt das hier noch zurecht. Das soll auch gerade so gross werden wie das. Dann muss ich dann schauen, wo es genau her muss. So, und Nummer 2. So. So sollte das jetzt rein. Und wie machen wir jetzt das am besten? Auf jeden Fall mit dem Tacky Glue. Vielleicht muss ich es so machen. Ich muss schauen, dass der Spalt hier irgendwie gut abdeckt ist. Und dann wollte ich das jetzt nicht hier drauf tun, wo gerade die grössten Löcher sind, sondern ein bisschen weiter hinten. Dann wäre es so. Und hier auch. Dann gibt es halt hier in der Mitte einen Spalt. Aber das fällt ja dann nicht auf, weil dann sowieso die Signaturen drin sind. Von dem her tue ich, glaube einfach hier auf das hier. Das gibt, glaube ich, kein Hinten und Vorne. Da kommt der Tacky Glue drauf.
Und dann pflümeln wir das so rein. So. Oh ja, das kommt gut. Das sieht super aus. Und jetzt machen wir doch noch so ein Bändchen da rundherum. So, und ich möchte gerne, am liebsten, wenn das funktioniert, so das machen, dass wir da schöne Ecken haben. So. So, mal schauen, ob ich das schaffe, die alle so abzuschneiden, dass das nachher stimmt. Jetzt muss ich schauen, jetzt das passt jetzt gerade auf dieser Seite her. Und es stimmt natürlich nicht, aber es ist ja nicht Holz. Es ist ja Stoff. Da kann man nachher justieren oder es ist einfach ein bisschen mosten. Wenn es dann muss sein. So. Und da. Sollte wir genau so sein. Das ist ein bisschen zu lang. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu lang. So. Noch ein bisschen nachschneiden. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen zu lang. He? Aber ich lasse das noch gerade. So, und das passt jetzt hierher. Und auch noch ein bisschen schräger machen. Ui. Natürlich keine Stoffschere. He? So, und da. So. Das ist auch viel zu lang. Also. Mal alles noch ein bisschen anpassen. Gut. So, ich glaube, so mache ich es. So ist glaube ich gut. Das dunkelt mit der ist noch so ein bisschen komisch da. So. Also. Ja, so ist gut. Den klebe ich jetzt mal auf und dann kann ich alles andere dann an dem anpassen. Hilfe. So. Einfach nur, dass oben kein Leim drauf kommt. Das wäre gar nicht schön. So. Da kommt es noch ein bisschen über.
Hier noch ein bisschen, hey, noch ein bisschen Gräder. So, oh mein Gott, ich glaube, das wird mega herzig. Jetzt ist das natürlich auch noch nicht ganz richtig. So. Mhm. Gut, und der aber auch nicht, oder? Der muss, glaube ich, auch noch ein bisschen ab. Von der Länge her sollte er gut sein. Noch ein bisschen. Nicht, dass er dann plötzlich zu kurz ist. Jetzt hat er eine komische Form bekommen. Ja, noch. Ui, ui, ui. Mhm. Komm du, komm. Meine Finger. Ich klebe dann alles. Da muss ich wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Leim dran tun. Ja, da wo das auf dem Stoff ist, klebt das nicht gescheit. Weil es natürlich auch so löchrig ist unten dran. Das ist schon klar. So, jetzt hat es aber gut gekommen. So, der ist auch noch ein bisschen zu lang, glaube ich. Mhm. Und da. Oder habe ich jetzt gerade ein bisschen zu viel abgeschnitten? Nein, ich glaube, wenn man den so andrückt, wird er noch ein bisschen länger. Oh, hoffentlich. Hoffentlich. So, machen wir auch gerade noch ein bisschen Leim dran. Dann haben wir das schon. So. Jetzt sehen wir es gerade. Ui. Nein, nein, komm. Ah, Mann. Wieso musst du jetzt immer verrutschen? Komm schon. Jetzt ist es gegangen. So, so. Ui, zu viel Leim. Zu viel. Da, aber da sind wir, glaube ich, gut. Jawohl. Ui, ist der ein bisschen zu kurz.
Hoffen wir es nicht. Jetzt haben wir das geschmiert. Dass ich es zu gut gemeint habe. Und da, oh, ich muss noch ein bisschen weiter rauf. Oh, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Doch, aber ich glaube, jetzt kommt es gut. Jetzt muss ich einfach das noch ein bisschen andrücken. Hey, das klebt hier auch immer noch nicht. Geht es noch? Es wird gefälligst kleben jetzt aufeinander. Das ist mir doch beim letzten Projekt auch schon passiert, dass ein synthetisches Stoffli zwar auf dem Papier gehabt hat, aber auf dem anderen Stoff hat es überhaupt nichts gehabt. Hoffen wir nicht, dass das hier das Gleiche ist, sonst muss ich es dann mit Heißleim anmachen, das würde auch noch gehen. Aber dass ich jetzt hier so ein Geschlier hatte, das regt mich jetzt auf. So, jetzt muss ich mir hier mit dem ein bisschen helfen. Super, nein, das ist gut. Schon gemeint, sind noch Türen im Weg, aber das kann ja gar nicht sein. So. Jetzt hoffen wir das Beste. Und jetzt kommt noch der her. Ja, da habe ich ein bisschen verkackt beim Abschneiden, aber das können wir dann schon noch irgendwie zurecht wursteln. Den noch ein bisschen aufschieben, solange er noch nicht so bombenfest hat. So. Ja, und dann schieben wir den einfach dann noch ein bisschen zusammen. Oh ja, schau, so ist gut. Perfekt. So lieb. So, voilà. Also, da müssen wir auch noch ein bisschen nachkleben, sehe ich gerade. Voilà, das ist gut. So, jetzt muss es einfach nur noch da und da haben und wenn es dann halt nicht haben, tue ich dann noch ein bisschen mit eben mit Heißleim nachleimen, dann sollte es dann eigentlich schon gehen. Aber sonst finde ich das eigentlich, ist das mega herzig rausgekommen. Aussen ist es so und innen ist es so. Und dann denke ich, machen wir nächstes Mal die Signaturen drin. Und das würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei wäret. Bis dann. Tschüss.